Und es gibt eine Bewegung, die nennt sich Funk, aber Denise wird uns da noch mehr erzählen. Ich erzähle schon ein bisschen Deutsch vorweg. Es gibt eine Bewegung, die sich an einer Musikrichtung orientiert. Funk ist eine bestimmte Art zu singen, ein bisschen wie Rap. Und es gibt einen Tanz dazu und der wird hauptsächlich von jungen Männern aufgeführt. Und nun haben die Frauen in den Favelas angefangen, selbst diesen Funk zu singen und dazu zu tanzen und auf Festivals aufzutreten. Und Denise hat über diese Frauen einen Film gedreht. But I would like to ask about the economical situation of the women in the favelas. Could you tell us a little bit more about the economical situation of the women in the favelas? Yeah, I'm sorry I cannot speak German still, I can understand a bit, but from what I was understanding, it's a total different economy basis we are talking about, Europe and Brazil. And in the case of these women in these favelas, the situation there is that they are black, they are poor, and they are considered ugly, so they are not to be seen unless they are wearing uniforms, working for the upper classes in a city like Rio de Janeiro. Sie sagt natürlich, es ist eine komplett andere Situation dort. Die ökonomische Situation ist grundlegend anders. Die Frauen dort sind arm, sie sind schwarz, sie werden eigentlich sowieso nicht gesehen, außer sie ziehen dann die Uniform an, um für die reicheren Schichten zu arbeiten. Yeah, so for them this invisibility is something that is going to be forever because the presence of the state in their areas, which is the majority of the city, the Rio de Janeiro as a city is a big favela, not the carnival or the beaches and stuff. It is there are 760 favelas in the urban perimeter of the city of Rio de Janeiro. 760 favelas? Okay, 760 favelas in Rio de Janeiro. Yeah. Okay, so these women, their participation on the economy is being made for the upper classes, or they could create a different situation. That's what they did with their music. And the music was not to be heard or played for the upper classes in the beginning, but to be heard and played in their 706 favelas. Also die ökonomische Situation ist schlecht und da gibt es auch kaum einen Ausweg daraus, aber was sie versucht haben, und das war erstmal auch nicht so gedacht, dass das die oberen Schichten hören sollten, das war wirklich für sie selbst in den Favelas gedacht, diese Musik. Yeah. Which kind of music, what are they doing? They're based on the 70s funk from the USA, but it's rapping in Portuguese and really about their everyday life and how they have the... It's really about sex as well, like other raps, but they are talking about the rights of enjoying the sex the way they want. Okay, also es basiert wohl schon wirklich auf dem Funk der 70er Jahre, den man kennt aus den USA, hat aber auch Elemente von der Rap. Es geht darin auch um Sex, allerdings eher um die Art von Sex, die sie haben möchten und wie sie sich das vorstellen. It's a kind of empowerment in a way for the women? Or? It's a kind of empowerment. Totally, because by singing for their own community, they created their own economy, and they started to being able to give up the jobs as maids because they were getting more money by singing 3-4 shows during the night in the favelas. And they have their own labels or something like that? Er redet jetzt Englisch. Yes. They have their own labels, they have their own distribution. Of course, there are always someone that gets a few artists and tries to profit on that artist, but still they have their own distribution economy, and the money is not only for the girl that is singing, but it's for the guy that is driving the car from one favela to the other, for the other guy that's carrying the boxes, the speakers, the woman that is selling popcorn in front of beer. Also es hat sich so eine richtige Musikindustrie entwickelt mit Vertriebswegen, auch mit eigenen Plattenfirmen, und es leben mehrere Leute davon, also nicht nur die Frauen, die singen, sondern eben auch die Fahrer und die Leute, die das Popcorn verkaufen. And what are the men saying to these activities of the women? Which is interesting is that in the favelas, usually the men have
they have less chances than women to find job, because in Rio de Janeiro we have the problem of the drug traffic and the police, which is not that the drug problem is only in the favelas. It's, in a way, the state would like to associate always drugs and violence with black and poor people. Jetzt übersetze ich mal. Ja, also was ich verstanden habe, ist, dass es in den Favelas unter Umständen für die Männer schwerer ist, einen Job zu finden als für die Frauen. Und dass natürlich Drogen eine große Rolle spielen und dass der Staat natürlich aber auch von den Drogen profitieren möchte. So the men support their women, or are they more skeptical? So they support a lot these women, because a lot of them, the women survive more than the men, because the men, or they go to the, I mean, I'm making a general picture. Of course there are exceptions and details, but usually the man goes to traffic, and if this man goes to drug dealing, he ends up killed by the age of 20 or in jail. Also die Drogen spielen einfach die Rolle, dass die Männer diese Geschäfte zwar machen, aber unter großer Gefahr stehen, verhaftet zu werden, erschossen zu werden, sodass die Frauen dann übrig bleiben und sich selbst auch ernähren müssen. Und vielleicht nochmal auch unterstützen. Und dann die anderen Frauen auch unterstützen. Vielleicht auch nochmal auch dieser Aspekt mit dem Sex. Also ich hoffe, dass das jetzt okay geht, aber der Film geht tatsächlich sehr stark um Sex. Ich habe den Film ja gesehen, Therese und ich, wir kennen uns jetzt schon seit einiger Zeit. Und er ist, sagen wir mal, es ist interessant, was sich dort abspielt. Für uns wäre es sogar bisweilen so, dass wir denken, ist das Selbstbefreiung oder ist das schon eine Form von, in Anführungszeichen, Pornografie? Also, you know what I mean. Weil die Frauen tanzen in einer sehr sexy, also das ist eine bestimmte Art, sich zu bewegen, mit fast nichts an, klar. Und es geht auch darum, die Massen so in Bewegung zu bringen, ja. Und einfach auch eine Art Mitmachsituation zu schaffen auf der Bühne, eine Animation herzustellen und damit natürlich auch die Leute zum Kochen zu bringen. So, you understood what I mean. Welche Rolle spielt der Sex dann dabei? Oder lassen die Frauen sich dabei auch ausbeuten? Is it an exploitation of the women? I think they're joking with the picture that Brazilian women have abroad, because all these women are very conscious that Brazil is sold as the free sex and democratic land, and they know this is not true. They know that there is no democracy for them as blacks and poor people. So they joke with that in their own community. And they use their bodies because the culture, as we know, is something that is very alive and people get things from their everyday life. So they take the role of this fantasy of everybody else's mind, and they profit on top of that, and they laugh about that, because I have in my film, and I had this experience to film this woman. She was 8 months pregnant, and she would make like 10 shows during one night, pregnant, using a top and bikini, and saying, yes, I like to fuck this way and that way, and one hand she had the microphone, the other hand she had the beer, she was pregnant. She was saying at the same time so many things. First, I'm pregnant, but I'm not in jail, I'm not sick, and I'm not just a mother, but I'm much more than that. Also, um mal zu besetzen, hast du das? Ja, also sie spielen mit dem Bild, dass es sowohl über die brasilianischen Frauen und auch über ihre sexuelle Verfügbarkeit gibt, aber auch mit diesem Bild, dass Brasilien so ein unglaublich demokratisches, tolles Land wäre, und machen sich eigentlich darüber lustig. Und sie hat gerade erzählt von dieser Frau, die schwanger war und trotzdem auf der Bühne war mit dem Mikrofon, mit dem Bier und gesagt hat, ich stehe hier trotzdem und ich bin auch mehr als nur eine Mutter und ich bin zwar schwanger, das bin ich auch, aber trotzdem. Aber ich will ficken. Also das wird genauso gesagt, ja. Also, und sie spricht auch sehr klar. Ja, ich glaube, das ist so eine zwiespältige Angelegenheit. Sehen, würde mich jetzt interessieren. Also wir haben ihn dabei. Ich weiß nicht, ob wir heute noch Gelegenheit haben, den anzuschauen, aber vielleicht lässt sich das ja auch mit dem Schoko-Bildungsprogramm vereinbaren, dass wir diesen Film im Rahmen des Schoko-Bildungsprogramms zeigen im nächsten Halbjahr. Das wäre doch eine Idee, genau, das machen wir. Das kündigen wir hiermit schon mal an. Magst du uns vielleicht noch verraten, the title of the film? I can't pronounce it, aber das klingt so toll. The title of the film is I'm ugly but trendy.
I'm ugly but trendy. Ich bin zwar hässlich, aber ich bin Total in. Ich bin total in. Ja, Aber sexy. Das ist jetzt die passende Tolles Motto, ne? Das ist doch klasse, oder? Das ist nicht die tolle Klammer zwischen Ökonomie und Sex. Um endlich zu meinem Lied zu kommen, finde ich. Weil ihr habt ja schon, vielleicht schon gemerkt, ist auch